Nein, das letzte Mal haben wir schon getanzt. Wir haben nicht schon einen scheiß Rave gemacht, Steffi. Nein. Go, Day oder Evening Raves. Wir tun jetzt, wenn wir mal so erwachsen tun. Einfach so, guten Abend, Jennifer Walter. Nein, ich habe mich gerade selber geruset, das tut mir leid. Ich bin völlig jetzt im falschen Film. Sorry, es ist nicht 10 vor 10. I know, es ist wirklich, okay, ich höre jetzt auf mit meiner Therapeutenstimme. Oh, was wären wir, wenn wir eine SRF-Sendung wären? Wir wären die Sendung, die sie am Morgen zwischen 2:30 und 3 ausstrahlen. Sie sagen, dann... Das Schminefeuer. Genau, wir sind quasi das Schminefeuer. Nein, wir wären wie der Teletext vom Schweizer Fernsehen. Weißt du noch? Das soll mal abgestellt werden. Ja, und es hat im Fall ganz viele Fans gehabt, die irgendwie mega hässlich geworden sind. Scheinbar ist super für Sportwetten und was, gell, im Gefängnis sind sie irgendwie so voll auf Teletext. Das weiß ich nicht. Dass sie, glaube ich, nicht dürfen Fernsehen schauen, aber sie hat... Ausser die Hause Gefängnis, this could very well be. Aber nein, er schaut immer die Sportresultate. Das heisst, gerade am schnellsten. Wenn die Teletext abstellen, ist er very disappointed. Das wäre wirklich schade. Also, wie sind wir jetzt auf den Teletext gekommen? Ich probiere es nochmal. Welche SRF-Sendung? Jenny, wie geht's? Danke und dir, Steffi. Mir geht es im Fall eigentlich so bödelt. Ich bin so leicht verstrichen. Es gibt doch so Wochen, wo ich irgendwie so 7000 Sachen und jetzt habe ich das Gefühl, kennst du das Gefühl? Du hast 800 Sachen gemacht und hast das Gefühl, du hast die anderen 700 vergessen. Ja, aber ich habe auch ADHS. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ausrede. Übrigens, es hat gerade für heute, oder gestern, also diese Woche, ist ein neues Paper rausgekommen aus Australien, das nachgewiesen hat, dass sich ADHS-Symptomatiken nach der Geburt, also in der postnatalen Phase, verschlimmern und dann auch in der Perimenopause und Menopause. Also das, was wir jetzt schon alle immer fühlen, ist jetzt also wissenschaftlich beleidigt und ich finde das toll. Ich finde das immer toll. Ich fühle mich immer validiert. Du hast immer eine Ausrede zum... Glorreich. Weißt du, oh nein, jetzt hasse ich mich selber für das. Was? Ja, weißt du, jetzt habe ich eigentlich gerade den perfekten Song im Kopf, der dazu passt. Weißt du, so zum Act-Up. Und ich hasse mich selber, weil ich finde es so unglaublich scheiße. Ich hätte noch viel blöder da. Nein, sorry. Nein, ich muss jetzt gerade, ich mache meinen Laptop zu, es ist fertig. Es hat so gut gepasst. Nein. Selber. Es tut mir leid, Jennifer, das passiert nie mehr. Ich muss Ave Marias machen oder so. Nein, das passiert einfach nie mehr. Versprich's mir. Oder auch die zuhören. Wirklich, ich schaue dafür. Ich kann nichts anderes denken als an Gölle. Die Story habe ich da, glaube ich, schon mal erzählt. Ich komme mir vor, wie so aus dem Altersheim. Ich habe eine Gölle-Story. Ich habe vom Gölle sein Management einen Brief bekommen, als ich damals beim Radio war. Das wäre fast gleich, als hättest du First Base gehabt mit dem Gölle. Ich bin so ein bisschen auf First Base gegangen mit dem. Ich habe so ein Hörspiel gemacht damals beim 105, wie ich den Gölle verprügeln auf offener Straße. Das war wahnsinnig lustig. Sein Management hat uns einen Brief geschrieben und gesagt, ich muss aufhören mit dem. Das ist eine Glorifizierung von Gewalt oder wie so Androhung von Gewalt und das geht gar nicht. Und dann habe ich es nicht mehr machen. Es ist Public Service, aber es ist Public Service. So, weißt du, so mega aufwendig mit so Hörspiel drin und so. Und das ist mega lustig gewesen. Wenn wir es jetzt mal nachstellen, wenn du es noch einmal machst, und dann so, noch viel blöder, dann so, und dann so, nein, und dann nachher habe ich ihn fast umgebracht und er hat es nicht lustig gefunden. Schön. Ist er nicht mit seinen Flügeln so weiss wie Schnee davon geflogen? Jetzt müssen wir einfach instantly das Thema wechseln. Ich möchte nicht, dass du noch so komisches Insiderwissen, nein. Okay, es ist ab jetzt, wir sind jetzt schon bald 5 Minuten dran, ab jetzt ist es versprochen, eine göllenfreie Zone. Ist gut. Aber was für Insiderwissen? Was ist mit den Flügeln? Ich habe einfach Angst, dass du jetzt irgendwie so Sachen zitierst und so. Also weißt, dass du weißt, wie Gölle... Ich bin auszitiert. Das ist eben schon, da müsst ihr jetzt zu einem anderen Schweizer Musiker wechseln. Also wir sind schon in der recht tiefen Schublade und ich möchte nicht noch weiter runter. Ja. Schau, ich sehe es dir an, du suchst noch etwas. Wir können am Schluss vom Podcast kannst du ja wie so als Abschiedsgruß noch in einen reinfetzen und dann stellen wir sowieso ab und dann läuft es mir den ganzen Abend nach. Ist das ein Deal? Fair enough. Also, let's continue. Steffi, schüttel Also, diese Woche habe ich wirklich nichts gekauft. Ich weiss auch nicht, bin ich zu nichts gekommen. Das ist auch genau unser Konzept. Aber das hält mich nie davon ab, am Morgen um 1 Uhr auf Etsy rumzusurfen. Ich weiss nicht. Never. Es war wirklich traurig gewesen. Ich weiss auch nicht, irgendwie habe ich so
in Zeiten, wo so sehr viel los ist und ich einfach meinen Kopf mega muss bei der Sache haben, habe ich dann Ja. plötzlich das Bedürfnis nach, weißt du, so ein bisschen Wehrschaft und so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Emotionen und ich möchte einfach wieder mal basteln und ich habe einen Kreuzstich, oh ja, es ist natürlich jetzt auch ein spiegelverkehrtes Problem. Es ist ein Cross-Stitch-Muster. Das ist ein Horror Home. Das ist herzig. Und es ist ein mega schönes Kreuzli-Stichmuster. Also es ist wirklich, also ich mache jetzt da ein Foto und ich schicke es in den Chat rein und es ist wirklich ganz eine schöne Vorlage mit einer Rose und ich finde das einfach wahnsinnig lustig. Schön. Und es Ja, kostet nur $2. Aber da muss ich es ja noch selber... Aber kommt es gerade mit den Fäden, so als Set? Nein, ich glaube, es ist wirklich nur das Pattern. Aber es würde mir, glaube ich, gut tun, mich wieder mal irgendwie so auf meine Hände zu besinnen und einfach sagen, this is not a whore house, this is a whore home. Hey, müssen wir auch Sweets zahlen, wenn wir so Sachen machen? Ich sehe unser Cover-Album. Oder, sorry, das kommt jetzt auf meine berühmte Liste, Ideen. Es ist ein halbschlau Vollherz-Karaoke-Night. Und wir sagen Gassenhauer, aber mit den Texten ein bisschen. Ja, und wir machen wir einfach eine Musical-Episode. Das wäre natürlich auch noch lässig. Ja. Weil dann könnten wir einfach mitten im Reden sagen wir plötzlich so, das Leben ist streng. Ich bin ja mega stolz, dass wir nicht Team Schweizer Gofen sind bei uns daheim. Finde ich gut. Sorry. Sondern wir sind Team Laura und Max. Und für alle, die Laura und Max nicht kennen, die machen eben auch, also ihr Konzept ist, wir machen Musik, die die Eltern nicht scheiße finden. Und sie haben so Bangers und dann haben sie ihre eigenen Texte und die sind eben schon lustig. Ich müsste mal da reinhören. Ich habe sie mal am Quartierfest bei uns gesehen, aber haben alle sehr viel Bier intus gehabt. Das ist so, weißt du, so, sie sind nicht bei den Kindern auftreten, sondern zu Abend um 11 Uhr bei den Erwachsenen. Schon auch lustig. Also sie haben zum Beispiel, mein Sohn findet die Pokerface-Variante sehr lustig. Und das ist dann so Gagale, Gagale. Also es ist schon recht lustig. Aber es hat Charme. Und vor allem... Ich singe I Admit That, aber ja. Weißt du, das hat auch Charme. Ich habe einen Shit I Didn't Buy und ich habe Shit I Bought. Aber das ist eben auch so billig und es ist auf Etsy und ich habe es haben. Ich wollte meine Jacke ein bisschen upcyclen und dann habe ich Patches bestellt. Hast du meine coolen Patches gesehen? Please show us. Also, der schlechteste. Sehr gut. Mit dem Büsi. Mit dem Büsi. Und dann ein absoluter Meme-Klassiker. This is fine. This is Der brennende Hund. Und dann I survived the great toilet paper crisis of 2020. Sorry, auch sehr gut. Und das ist der für uns anglophilen Menschen. Don't hate me because I'm a little cooler. Okay. Und es ist ein little cooler. Es ist ein little... Der ist wahnsinnig cute. Also, ist der auch? Ja, er ist so herzig. Entschuldigung. I'm a little cooler. Well done. Also die kommen jetzt auf eine Jeansjacke oder auf eine Khaki-Jacke. Ich hatte eben die Idee gehabt, dass ich habe eben so noch so Dinger gehabt, einfach so Rücknähte, so Pins. Aha. Ja. True, das macht natürlich mega Sinn. Ja. Sie ist eben nicht nur schön, sie ist auch gescheit. Das ist jetzt dein Claim. Hey, das kann wirklich sagen, dann überrasche ich mich selber. Und dann gibt es andere. Crazy. Und ich habe Tage, wo ich finde, irgendwie so, hey, wirklich, 1,5 Gläser Rotwein beim Kochen und ich bin irgendwie so ein bisschen... Aber es ist völlig okay. Ich habe dafür sehr fein. Aber ich habe auch einen Shit dabei und ich weiß wirklich nicht, das ist wirklich einfach wieder die Kategorie, braucht Jenny noch mehr Küchengeräte? Es ist so ein Sandwich-Waffel-Eisen kombiniert, wo du kannst rausnehmen, also weißt du kannst so Waffel-Inlets reinlegen und sonst ist es so ein Panini-Toaster. Und der bleibt glutenfrei, oder? Das ist dann nur dein. Ja, der bleibt glutenfrei, naturellement, oder? Ich fände es eben schon noch geil. Also Pancakes machen wir ja oft bei uns im Haus, ich weiss, bei euch ist das auch immer nicht. Und der Teig, den ich eben immer bei iHerb bestelle, Product Placement, ist eben toll, weil den kannst du einfach auch ein bisschen dünner machen und dann wäre es eine Waffel. Also, ich finde, das tut alles. Also, die einzige Frage, die ich habe, auch als wirklich guter Enabler, ist, hast du Platz in der Küche? Die richtig einzige gute Frage wäre jetzt gewesen, wann darf ich kommen? Das stimmt. Also, das machen wir nachher sowieso ab. Aber ich finde, wieso, dann gibt es irgendwie so Waffeln und dann irgendwie so quasi ein Croque Monsieur und dann wieder eine Waffel und dann dazu.
Und dann gibt es Croque Madame, weil ich meine, hey, live it up a little. Ja, also wenn schon, dann schon. Ich fänd's nicht nur blöd, wenn du das willst kaufen. Auch, ich eben auch nicht. Ich fände es eben No. auch nicht nur blöd, muss ich sagen. Okay, aber jetzt haben wir es jetzt mal als Shit I didn't buy präsentiert. Und ist das dann nachher der Freipass, einfach dann trotzdem kaufen? Wenn man es einfach einmal nicht gekauft hat und nachher... Nein, eigentlich nicht, oder? Ja, nein, ich meine, wenn du irgendwie so wirklich so 2-3 Wochen an nichts anderes denkst als Waffelpanini essen, dann fair enough. Just Du go hast jetzt gerade irgendwie so quasi meine wenn ich auf dem Home-Trainer sitze, Waffelpanini, Waffel beim Velofahren. Aber nein, das ist mein eigener persönlicher Song, wenn gerade nicht Gülle läuft. Das tut mir leid. Das ist, sorry, ich bin mega abgelenkt. Heute habe ich ADHS. Was da für Zeug rumliegt? Ich weiss nicht, woher. Ich muss die Lilly fragen, ob sie das liegen lassen hat. Fancy, oder? Weiss auch nicht. Finden wir raus, woher und warum. Aber ja. Also, wir sind hart, halb schlau und voll Herz. Und es ist, glaube ich, eine 600. Folge heute, Game Killing. Ja, 6 milliardigste 437.000. Brilliance, aber die Faszination mit der Am I the Asshole-Geschichte lässt nicht ab. Das ist wirklich so. Und ich habe etwas... Darf ich jetzt gerade einen geilen Segway machen in unsere Geschichte der Woche? Weil, Achtung, wir haben doch, als wir den Podcast angefangen haben wir ja eine Rubrik «As your fat best friend». Und da haben wir gemerkt, dass unsere Weisheiten für irgendwie so runde Frauen irgendwie so relativ schnell so ausgeschöpft sind. Und wir bringen sie sowieso die ganze Zeit und es braucht gar keine Rubrik für das. Und heute habe ich wie eine kombinierte Am I the Asshole-Geschichte, wo aber auch ein bisschen um «As your fat best friend» könnte ausgelegt werden. Okay, I see what you... Bist du bereit? Wir können uns ganz schnell, weißt du, zuerst anschnallen miteinander. Bist du bereit? Seid's gut? Ready Du bist in einem Kampfflugzeug. Du hast es so gemacht. Ja, Du hast auf beiden Seiten ich gesehen. Düsenjet, the one and only way. Du bist Düsenjet, ich bin offensichtlich im Cento Cinque unterwegs gewesen. Okay, also, ich habe eine Geschichte gefunden und sie ist ein bisschen lang, as they sometimes are, aber ich habe sie total gut gefunden. Also, ich hoffe... One sind ist okay, wenn sie ein länger ist. Also, ich hoffe, du bist bereit und alle, die zuhören und mir jetzt im Ohr sind. Okay, die Frage im Reddit-Forum war, bin ich das Arschloch, weil ich meine leicht übergewichtige Assistentin zum Gespräch gebeten habe und sie dann zum Brüllen gebracht habe? Okay, das ist das Setting. Ja. Ich würde definitiv mal sagen, Also, das ist eine Frau, das finde ich noch wichtig. Ich kann auch noch mal nachfragen, also nachschauen. Das ist eine Frau, die die Story schreibt. Okay. Sie schreibt Folgendes. Anfangsjahr habe ich eine Assistentin eingestellt. Wir nennen sie jetzt mal Amy. Amy ist super in ihrem Job. Und ich habe ihr schon eine Lohnerhöhung gegeben, weil ich gefunden habe, sie sei underpaid für das, was sie alles für mich macht. Sie schafft Also, go Amy. Sie schreibt weiter. Ich arbeite gerade an mehreren grossen Deals, also habe ich der Amy bei einem davon den Lead gegeben. Und sie hat es wirklich super gemacht, die ganze Arbeit. Dann geht die Geschichte weiter. Sie schreibt dann, ich habe ihm gesagt, dass ich die Amy mitnehme, weil sie so viel beigetragen hat zu seinem Business. Das war für ihn tiptop gewesen. Die Amy war sehr professionell gewesen, hat wirklich gescheites Zeug beigetragen zum Gespräch und hat es allgemein total gut gemacht. Sowohl der Kunde wie auch ich sind sehr beeindruckt von ihr. Bis auf etwas. Ja, Okay, jetzt kommt's. Also, der Kunde und ich haben beide einen Burger bestellt mit Pommes frites. Okay. Amy hat ein Steak bestellt mit Herdöpfelstock, Gemüse und einer Vorspeisensuppe. Der Kunde und ich sind etwa gleichzeitig fertig mit Essen. Die Amy hat nochmal 15 Minuten gebraucht, bis sie fertig war. Dann ist Kellnerin wirklich total daneben. Also, dann schreibt sie wieder, dann ist die Kellnerin gekommen und hat gefragt, ob wir Dessert wählen. Der Kunde und ich haben beide Nein gesagt und Amy hat Cheesecake und einen Kaffee bestellt. Ich habe dann gemerkt, dass ich vorher nie mit der Amy über so Kunden zum Mittag geredet habe. Also habe ich ihr dann nach dem Meeting erklärt, dass man sich so ein bisschen nach dem Kunden orientieren soll. Also wenn der Kunde etwas Einfaches bestellt, also wenn sie etwas Einfaches Lobster nehmen und sonst nicht. Genau. Und eben, sie schreibt jetzt immer so, wenn die etwas Einfaches bestellen, bestellen wir auch etwas Einfaches. Und wenn sie kein Dessert nehmen, nehmen wir auch kein. Und wenn wir nachher noch irgendetwas wollen, können wir es auch später holen. Also, ja. Amy hat das nicht gut aufgenommen in Grossbuchstaben. Zuerst hat sie mir angeboten, dass sie ihr Essen gerne zahle. Ich habe dann gesagt, es geht nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass es einem immer klar ist, dass es geschäftlich ist und dass es meistens, also dass ich jetzt persönlich auch meistens etwas bestelle, was einfach ist zum Essen, zum Beispiel so Spaghetti oder Salat, macht einen mega sauren Ehrlich. Einfach zum Essen, das makes sense. Also es ist immer mühsam, das wäre auch nicht so Date-Night-Food, aber es ist jetzt einfach mega unangenehm in einem Business-Setting, oder? Also, dann auf das aber hat Amy... Nur eine grusige Story, Sidemark, wenn jetzt irgendwie jemand so hure... Wow, stell dir mal vor, du hast irgendeinen grusigen Geschäftspartner, er würde so Austern essen vor dir, so. Lürfen. Also das ist so ein bisschen Nightmare-Szenario, finde ich jetzt. Absolut. Aber please continue. Also, ich finde es im Burger-Setting okay. Also unsere Redditorin schreibt dann weiter, also
Die Amy hat dann angefangen zu brüllen in dem Gespräch und hat gesagt, dass das nur sage, weil sie dick sei. Ihre Worte, nicht meine. Und ich habe nochmal gesagt, es gehe um Strategie und dass sie ein grosses Potenzial hat und dass ich ihr nur helfen wollte auf ihrem zukünftigen Weg. Dann hat es auch noch vor ein paar, also sie hat, also die Redaktorin schreibt, dann habe ich auch ein paar von meinen Fauxpas erzählt, so mit Kunden zum Mittag, wo ich mal einen Cheeseburger bestellt habe und dann erst nachher gemerkt habe, dass der Kunde irgendwie ein Veganer ist und der hat es dann total schlimm gefunden. Aber die Amy ist immer noch völlig von der Rolle gewesen, als sie heimgegangen ist. Und jetzt schreibt die, ich fühle mich wie ein Arschloch, weil ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, aber ich habe es ja nur gut gemeint und ich finde wirklich, dass sie grosses Potenzial hat. Und das Essen hat mich viel weniger gestört, als wie sie das Feedback dazu aufgenommen hat. Und jetzt will ich wissen, ob andere finden, dass das falsch war von mir, es überhaupt zu erwähnen. Okay, let's unpack. Also ich komme ja schon aus der coolen Zürich-Agenturszene. Das ist schon auch so das ungeschriebene Gesetz. Ja, du orientierst dich halt am Kunden. Du lässt dann auch den Kunden zuerst bestellen. Das ist ja eh heute. Und dann weisst du eben auch, ob er jetzt, also ich hätte gerne ein Zürich-Wasser oder ob er sagt, bring den Dom Perignon. Und dann ist auch so ein bisschen dementsprechend, kannst du dann sagen, sorry, ich gleich gelernter Lobster. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob mir das mal jemand so explizit gesagt hat, aber das ist schon, that's a thing. Also, ich weiß nicht, ich finde es ja eigentlich gut, hat sie das nachher irgendwie, also weißt du, ich meine, sie hätte das ja auch können irgendwie beim Kunden noch sagen, im schlimmsten Fall oder so, Oder aber vor dem Kunden irgendwie so, willst du nicht auch einen Burger? Weißt du, das hat sie ja nicht gemacht. Und ich finde bei dieser Geschichte, es stöhnt kein Alter, aber ich finde, es tönt sehr nach, die was schreibt, ist offensichtlich im Business ein bisschen gesetzt und Senior und quasi der Chef. Und die Amy ist offensichtlich auch recht jung. Und das ist einfach so. Du musst es, also wenn jemand inexperienced ist, und das ist jetzt offensichtlich, weißt du, quasi eine Praktikantin, dann müssen wir das schon erklären. Weißt du, so quasi, wie so ein Geschäftsessen abläuft. Ja, absolut. Also ich meine, für mich hätte ich das auch durchaus können im Vorfeld machen und einfach schnell sagen, hey, look, das ist der Rundown und irgendwie, das sind einfach die 3 wichtigsten Punkte. Ich weiß auch nicht. Nimm nichts mit Tomatensauce. Ja, nimm kein Rucola-Salat, weißt du, oder irgendetwas, weißt du, so, wo quasi so überall könnt rausschauen. Ja, so ist es. Was gibt's nicht sonst noch für so Fauxpas? Ich weiß auch nicht. Also, ja, eben auch, dass du nicht irgendwie so etwas mega Kompliziertes bestellst oder eben so Business Lunches ist ja, eben, du orientierst dich einfach an der Person, die du einlädst. Wenn jetzt halt alle zum Beispiel Ravioli haben, dann nimmst du auch nicht irgendwie das, wo noch drauf, Zwiebelsuppe, wo noch drauf steht, geht noch 20 Minuten, bis es parat ist. Sind das, weißt du, irgendwie so, man könnte ja sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt so nur Geschäftsumfeld, sondern das wären, ich weiss doch auch nicht, auch allgemein gute Tipps, wenn du auswärts gehst essen. Also ich finde, I don't know. Also weißt du, wenn du mit deinem Partner oder so gehst essen, dann ist ja sowieso klar. Aber also dann ist es mal, dann machst du, was du willst. Aber eben, wir reden da über ein Business Lunch. Ich würde in der Regel einfach irgendwie schnell checken mit dieser Person und sagen, ich hätte Lust auf Zwiebelsuppe, aber da steht es gleich noch 20 Minuten zusätzlich. Ist das für dich okay? Und wenn die Person sagt, sure, then there you go. Wiederum, es ist einfach wirklich halt einfach, redet miteinander, liebe Kinder. Ich bin wirklich torn, muss ich sagen. Es ist natürlich schon so, dass sie sicher, also auch das Essenskommentar sicher schon, also jede dicke und übergewichtige Person hat mindestens schon 100.000 Trillions auf Essenskommentar bekommen. Und dann kann ich es schon auch nachvollziehen, dass sie das dann sehr schnell auf das bezogen hat. Aber ich finde, wenn die andere Person das dann wie irgendwie aufgeklärt hat und so, schwierig. Wir haben das eigentlich, ich finde, das ist so Common Sense. Das Verdikt war not the asshole. Und der Top-Kommentar, wirklich sehr viel Applaus bekommen hat jemand geschrieben, wenn jemand dich will missverstehen, kannst du sie nicht davon abhalten. Du hast nicht ihr Gewicht kommentiert. Und das Theater, das sie jetzt gemacht hat, spricht viel mehr über... Du kannst nicht wirklich, also einfache Kommunikationsmodell. Very true. Der Kommentierer hat einfach gefunden, also sorry, auf professioneller Basis ist das ein ziemlich grosser Red Flag jetzt in Sachen Amy. Nochmal, ich hätte gerne ein Alter dazu. Wenn die Amy irgendwie 22 ist, dann lernt man dazu. Ich weiss nicht, 22 eigentlich alles. Ja, aber weißt du, irgendwie so auch mit Kritik lernen umgehen ist natürlich auch, also ich bin auch nicht gut drin, weil ich finde, ich bin so perfekt und fantastisch. Irgendwie so, wenn jemand mal finde, wie so, ich könnte noch, dann finde ich so, excuse me, aber ich bin auch 52 und grössenwahnsinnig. Was ich zum Beispiel habe, ich finde das jetzt so ein bisschen ein Exkurs, aber ich habe zum Beispiel immer so ein geschäftliches Problem gehabt, dass ich
wenn es mir wirklich wichtig ist, weißt, wenn ich wirklich gefunden habe, ich will jetzt mit dem Chef reden oder etwas ist irgendwie mega nicht gut gelaufen oder ich möchte eine Lohnerhöhung, weil ich finde, ich arbeite zu viel und so. Ja. Wenn ich verrückt bin und wenn ich muss für mich einstehen, brülle ich. Und ich bin so Aber ein das ist Wut. der Fall, das passiert 80% Brüller. aller Frauen. Wirklich. Und ich habe mich immer so total unprofessionell gefühlt. Das ist genau dann, wo ich auch so souverän sagen will, hey, sorry, ich arbeite zu viel und ich will jetzt eine Lohnerhöhung. Und dann, es kommt einfach anders rüber, wenn du sagst, ich arbeite zu viel, alles so leid, ich brülle. Es geht nicht. Ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Also das ist jetzt wirklich so ein Sidebar. Ich habe schon länger nicht mehr gebrüllt im beruflichen Umfeld, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir auch viel online machen. Ja. Ich auch nicht. Also, ja. Aber Amy, wirklich learn your lesson. Ja, dear Amy, sweetheart. Honey. Mache keine Business Lunches. Also ich habe das jetzt gerade am Wochenende, habe ich das ganz kurz auch ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ich darf ja viel für Hey Pretty schöne Spas testen und ich bin im Tessin gewesen, in einem wunderbaren Hotel, wo ich noch nicht Name droppen, das ich Surprise auf dem Blog habe. Aber dort haben wir auch so eine Situation gehabt, dass wir mit dem Hoteldirektor hat er gesagt, es war wirklich auf dem Schedule gewesen, dass wir mir ein Apéro nehmen. Und dann war es wirklich so ein bisschen awkward gewesen, weißt, er so, was wollen ihr trinken, Ladies? Und dann nachher irgendwie so, hat meine Begleitung hat dann gefunden, also sie hat vorher schon im Vorfeld gesagt, so, sie will einfach kein Prosecco mehr trinken. Ich weiss auch nicht, hate her. Nein, sie können einfach kein Prosecco trinken zu Abend. Sie sagt dann mega aufgeklopft. Ja, ist okay, fair enough, du musst nicht trinken. Nein, und dann hat sie gefunden, so, ja, einfach so einen Grodino. Und dann nachher ich so, oh ja, Grodino, mega lässig, nehme ich auch. Nachher hat dann er so gefunden, so, ja, also, er will nehmen ein Glas Weisswein, also hat feine Weisswein. Und dann nachher hat er uns so angeschaut, so erwartungsvoll. Und dann habe ich so, hey, vielleicht sollten wir, weißt, vielleicht möchte er jetzt mit uns, weißt du, das ist einfach so etwas Soziales. Und ich so, ja, Weisswein wäre auch noch fein. Und dann sind wir so völlig gekippt. Ja, machen wir mit. Aber es ist einfach, weißt du, wir haben wählen, er ist quasi, wir sind die Assistentinnen gewesen in diesem Szenario. Und ja. das finde ich auch so ein bisschen awkward. Das finde ich ist so ein hure Schweizer Ding. Genau. Wir können einfach nicht einfach die Leute in Ruhe lassen, wegen, ich möchte jetzt nicht trinken. Ja, das stimmt. Also ich bin mir wirklich, ja. Also es ist wirklich so, wenn jemand sagt, wie so, ich nehme irgendwie so ich weiss doch auch nicht, einen alkoholfreien whatever Cocktail. Das ist wirklich so arschig, wenn jemand sagt, wie so, wieso nimmst du nicht? Oder wie, weißt du, so, don't comment on it. Man kann bestellen, was man will. Weißt du? Ja, also ich weiss, ich kann mich erinnern, es hat, es hat zwei Fälle gegeben, die ich mich noch mal erinnere, wo es mir so auf den Sack gegangen ist. Weil ich trinke schon ab und zu einfach nicht, so wegen Medikamenten und so. Und dann einmal, wenn du dann sagst, du trinkst nicht als Frau, dann kommt natürlich immer, du bist schwanger. Ja. Und dann habe ich einmal einem gesagt, das ist mir so versagt. Weißt, das letzte Mal, als ich schwanger war und getrunken habe, habe ich es verloren. Einfach teach them a lesson. Die fragen wirklich, fuck yourself. Und dann das andere Mal habe ich einfach einen brutalen Overshare angezogen, wo ich einfach gefunden habe, frag nie mehr, du verdammte Huan. Wo ich wirklich einfach irgendwie gefunden habe, nein, ich habe Endometriose, ich habe Adenomyose und das sind extrem schmerzhafte Schmerzen. Und wenn man halt einfach Medikamente nimmt, kann das sein, dass das in der Hirn die Bahnen, wo die Schmerzmedikamente müssten wirken, dass die fehlgeleitet werden und dann wirken die Medikamente nicht mehr. Und ich habe so, dann hast du gesehen, so, Danke für die Erklärung, aber... Ja, okay. Nein, wirklich, ich so, sorry, lass einfach die Leute, die nicht trinken wollen, das doch essen. Dann sagst du einfach, was darf ich dir dann bringen? Ja, Punkt. Das Einzige, was du musst sagen, ist, okay, was darf ich dir dann bringen? Und dann bringst du die Person fertig. Ja, das ist so. Also ich könnte uns übrigens auch kommentieren auf Instagram, halbschlau Vollherz. Das nimmt mich jetzt wirklich wunder, weil ich glaube, es sind schon viele in so einer leicht awkward Situation. Und ich weiss, wir sind alle erwachsen, das sollte eigentlich kein Thema sein. Ist das dir und euch auch schon passiert? Oder habt ihr euch auch schon genötigt gefunden, weißt du, so beim Apéro? Ja, jetzt willst du jetzt einfach Diskussionen nicht, dann gib mir einen Prosecco. Das ist natürlich eine Variante. Weißt du, bei meinen ganzen Beauty-Events, das hat, weißt du, viele, wo immer sagen, ja, Champagner und dann einfach irgendwie mehr oder weniger einfach stehen lassen, das Glas. Das kann man auch machen. Ich finde es einfach irgendwie so ein bisschen Verschwendung von feinem und gutem Produkt. Aber ja. Wenn das die Strategie ist, dann würde ich lieber einfach sagen, nein, danke. Thanks, ja. Aber dann eben als Frau manchmal so, wieso trinkt sie nicht? Ja. Das Beste, was du machen kannst, ist sagen, wieso will ich ein Problem haben damit. Punkt. Also was sage ich, habe keine Lust jetzt, fertig. Das ist keine enough reason eigentlich, oder? Ja. Ich will nicht. Kann ich bitte nochmal sagen, das ist unser Motto vom Tag. Ich will nicht. Das wäre ein schönes Schlusswort, aber wir sind erst... Das wäre auch schön auf einem T-Shirt. Ich will. Ich will
nicht. Ja. Punkt. Nicht, ich Finde ich kann gut. nicht. Ich will. Ja, unsere Merch-Diskussion müssen wir dann immer noch weiterführen. gell? Also, ja. Nein, wir haben noch einen Programmpunkt, bevor wir aufhören, wir Zeug machen. Wir haben schon Minute 27. Ich habe nämlich, Steffi, etwas musst du gehört haben. Und zwar, es ist eine perfekte Kombination, weil wir sind ja eh auch so ein bisschen Reddit-Bitches, oder? Zürich, unser Lieblings-Online-Magazin, hat eine Umfrage gemacht, also nicht sie, aber sind das zusammengesammelt. Man hat auf Reddit gefragt, liebe Stadtbevölkerung von Zürich, ist das Schlimmste an Zürich? Ich finde, wir sollten jetzt nicht durchgehen. Ich natürlich als Aargauer ein bisschen gleeful. Ist okay? Ich lade dir jetzt den Auftritt. Nein, ich meine, bei diesen Sachen treffen mich ja auch, weil ich auch zum Beispiel unter Punkt 4 leide. 1, Steffi, willst du einen Wild Guess machen, was Platz 1 ist, von den Sachen, die die Stadt Zürich nervt? Wie sie redet? Nein, sie hat Stadt Zürcher gefragt, nicht Bern. Also, sie haben Stadt Zürcher gefragt, was sie an Zürich nervt. Sie haben Zürcher gefragt, was Zürcher das Schlimmste findet an Zürich. Die vielen Aargauer. Fair enough, good guess. Nein, der teure Wohnraum, denke ich. Ach, of Das course. ist Platz 1. Okay, ja, das verstehe ich jetzt. Platz 2 ist überraschend, aber eigentlich, wenn man sich überlegt, absolutely true. Die teilte Wäschmaschine. So Ist das ein Wäschkochen. Zürich-Ding? Ist das Zürich? Nein, nicht unbedingt Zürich, aber das nervt halt einfach die Leute. Und wahrscheinlich gibt es schon viele Wohnungen in Zürich, die keine eigene Wäschmaschine haben. Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, da ist jetzt auch das soziale Gefälle uns zwei sehr klar. Also, sagen wir es so, die Stadtzürcherin hat nicht die eigene Wäschmaschine. Frau Walter, wenn Sie etwas sagen dazu? Also ich habe noch eine, ich habe auch einen eigenen Töpfer. Ist okay, du musst auch etwas haben. Auch nicht an der Grenze. Ich kann dafür nicht Deliveroo und Uber Eats, ich habe eine Wäschmaschine. Okay, fair. 3, die verschlossenen Mitmenschen. Ah. Es schreibt ein Reddit raus, mir scheint, es sei in Zürich verboten mit Fremden. Ich kann jederzeit, wirklich, ich bin so ums Bellevue herum, wie ein Obdachlose. Man findet mich dort am Nachmittag. Also irgendetwas Platinblondes ums Bellevue, was ist Steffi? Wenn man mich sieht, ich mache schon oft Rest in Bitchface. Von dem her verstehe ich, wenn die Leute nicht ansprechen. Ja, also darf ich schnell nachmachen, wie ich aussehe. Das bin ich an der Tramhaltestelle. Und dann sagt jemand, bist du nicht Steffi? Und ich so, hi! Weißt du, wirklich so, das bin ich. Also einfach so der Instant Switch, ich kann das gut. Schön, Ja. schön. Finde ich schön. Und was war auf Punkt 5 auf der Show? Punkt 5, 4 haben wir noch, die astronomischen Restaurantpreise. Ich meine, ja, fair. Ich meine, wenn du einfach für einen scheiß schlechten Negroni 20 Stutz zahlst, schießt sie halt an. True. 5, Platzmangel. Weil alles, was cool ist und halbwegs gut ist, überfüllt. 6, das graue Wetter. Das ist halt im ganzen Mittelland. Und wenn es neblig ist es neblig und dann bleibt es neblig, oder? True. Und dann gibt es noch ein paar andere tolle Antworten. Manspreading im Tram. Ja. Grundsätzlich Manspreading, nicht nur im Tram. Finde ich gut. Immer Der blöd. Fleischwert am oberen Letten. Mhm. Bin ich jetzt nicht so oft, aber würde mich auch nerven, glaube ich. Ja. I guess. Ja. Gentrifizierung, ich meine, das ist so ein Hipster-Academia-Topic. Natürlich sagt mir Gentrifizierung. Google, bin ich auch gut. Knallhart Google. Punkt. Dann Zürcherinnen, die sich etwas Besseres fühlen, weil sie da geboren sind und die das auch immer sagen müssen. Ja, du bist Sorry, nicht bei die nur hören, ich bin jetzt gerade eingebildet, um da zu sitzen. Ja, aber weißt du bist nicht in Zürich geboren, Steffi. Ich bin in Zürich geboren, Schatz. Ah, stimmt, du bist in Zürich geboren, aber dann wieder weg sitzt er nicht. Ja. Du Das hast ist wirklich, also irgendwie so, ich habe quasi wie eine Nabelschnur dran gehabt, wo meine Eltern gefunden haben, wir gehen jetzt gerade wieder auf Amerika, es zählt wie nicht. Aber ja, ich bin actually da geboren. Am Zürichberg, am unteren Zürichberg. Schau, und wie ich so arschig noch stolz bin drauf. Es ist so blöd. Ich hätte genauso gut können im Limmental-Spital auf die Welt kommen und ich wäre, who knows? Hey, das Limi ist im Fall total toll. Ich habe jetzt recht viele Behandlungen im Limi. Ich bin recht positiv beeindruckt vom Limi als Side Remark. Das ist wirklich, kommst du nicht einfach auf das Stockwerk drauf an? Weißt du, wie so im 17. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Hast du eine gute Nächstes, die linke Bubble, die sich regelmäßig fetzt. Also ich nehme an, regelmäßig ist einfach im 1. Mai, I don't know. Nein, ich mache es auch sonst, mache ich am Samstagnachmittag. Ich weiß nicht grundsätzlich nicht, was einem der linken Bubble kann stören. Ich finde sie glorreich. Dann Panik, die ausbricht, wenn das Tram 5 Minuten Verspätung hat. Sorry, das Tram hat nie 5 Minuten Verspätung. Ich fange gerade an hyperventilieren. 2 Minuten ist schon daneben. Das ist schon immer, wenn sich die Linken fetzen. Ja, eben, dann kannst du Oder wenn halt Fußballfans gerade da sind. Das muss man halt schon auch sagen. Ja, that's true. Very true.
Genau. Dass Zürich keinen Park hat, wo Hunde von der Leine genommen werden dürfen. Das ist wahr. Also die Allmend. Ja, Also Zolliken, Allmend, Zolliken. Nein, ich glaube in Zürich. Auch wieder könnt ihr uns Kommentare schreiben. Ich glaube, es gibt keine. Doch, dort am Fuß vom es Eisberg. Sporthalle dort doch. Genau, dort dürfen die Hunde ab der Leine. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich das weiss als Nicht-Zürcherin, aber... Ich will sagen, hast du mal einen datet, der einen Hund Nein. Aber der Skatepark dort, den haben wir schon oft gebraucht. Okay, ich nicht. Siehst du, da lehre ich jetzt wieder etwas. Der letzte Punkt ist Zürich-Hipsters im ausgelatschten Birkenstock. Also auch so ein bisschen guilty, aber ich finde, ich bin nicht ein Zürich-Hipster. Ich bin so eine alternde Matrone in ausgelatschten Birkenstöcken. Ja. Das ist okay. Das finde ich schon wieder gut. Fair. Ist in Ordnung. Sure. Gut, also ich hoffe, du hast das jetzt genossen. Oh, nein, es ist sehr eine lustige Liste. Und ich finde, wir hätten mehrere Ergänzungen zu machen, aber ich glaube, wir müssen es vorbereiten und nächste Woche präsentieren. Oder wir können auch sagen, komm, wir machen es positiv. Wir sagen irgendwie so quasi, wir bringen nächste Woche mit 5 Sachen, die wir an Zürich lieben. Ist gut? Oh nein. Ui nein, wie Jennifer jetzt so, weißt du, lange nachgedacht hat. Schatz, ich gebe dir jetzt eine ganze Woche Zeit, um dir das zu überlegen. Es fällt dir sicher etwas ein. Okay. Ist das gut? Nein, es fallen mir sicher ein paar Sachen ein. Dass ich am Abend immer wieder heim darf. Ich glaube, das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen... Nein, es ist alles gut. Nein. Ich freue mich schon auf nächste Woche, Bella. Ja, schreibt uns. Wir haben immer gerne DMs. Oh, nein, wir müssen an dieser Stelle, wir müssen noch schnell einen Gruß ausrichten. Wir haben nämlich eine coole Nachricht bekommen. Die Marlene hat Ihnen etwas angeteased. Wir haben letzte Woche über das Lama, über das ganz schlimme Bild, weißt du, quasi das Bastelbild mit dem Lama und dem Blumenkranz. Du musst also nochmal entschuldigen für alle, die mir ein bisschen auf den Schlips getreten sind, aber... Ja, es ist wirklich, also die ganzen Bastelqueens. Das Bildchen in allen Ehren, wenn du das machst, finde ich voll cool. Aber das Lama mit Blumenkrone, das hat so scheiße ausgesehen, auch du würdest mir recht. Nein, Martin von Sweet Things hat was geschrieben auf Instagram, dass sie der Steffi mal etwas müsse zeigen. Als Kommentar zu dem Lama-Diamantenbild. Und Marlene, du kannst nicht einfach sowas droppen. Du musst jetzt eine Story machen auf Instagram, uns taggen und uns das zeigen. Marlene, ich hoffe, du hast das gehört. Oder? Du hast jetzt aufzugehen über das Wochenende. Ist gut? Also, wir freuen uns auf den Marlene, ihren Kommentar und auf noch mehr, viel mehr Tricks und Halbschlaus und Vollherziges und Vollherzliches nächste Woche. Bis dann. Mit oder ohne Gölle, who knows? Hör auf!